Hallo und herzlich willkommen hier bei mir zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal 7 Days to Die. Hi. ähm, Jetzt geht noch schnell allein, später kommt Pauli mit dazu. Mein treuer Begleiter. Ich muss ja einen dabei haben, der ich vor die Zombies schubsen kann, damit ich lebend davor komme. Deshalb habe ich ihn dazu genommen. Oder werde ich ihn dazu nehmen. Ich mache jetzt mal kurz das. Naja, Intro gibt es nicht, aber schnell. Also das Video, aber nicht vom Spiel selber. Um ein bisschen zeigen, was wir hier haben. Also, ich habe auch ein bisschen schon eingestellt, wie man sieht. Serveraktivität online, Region allerdings, dass ich noch Freude an mit Passwort bla. Das ist nichts Spezielles. Was interessant wird, Blutmondhäufigkeit habe ich ein bisschen hochgestellt, dass es für uns angenehmer wird sein. Auch fürs Let's Play oder so, dass man jetzt nicht, vor allem jetzt nicht am Anfang gerade irgendwie, also 14 Tage ist jetzt nicht Anfang, aber gerade überrannt werden, mal schauen. Die Raste, sobald es eine Gala zeigt, ist eigentlich Standard. Tag Zombie-Geschwindigkeit gehen, Nacht Zombie-Geschwindigkeit sprinten, ist alles Standard. Fortgeschritten haben wir eigentlich auch alles Standard. Ich muss jetzt gerade schauen, ob ich noch vielleicht etwas verändere. Ich kann es kurz testen. Fallen lassen bei Tod nichts. Ist ein bisschen. Kann auch ein bisschen gecheatet sein, aber wie gesagt, wenn da gechilltes Let's Play ein bisschen draus machen, wo man jetzt nicht irgendwie noch am Werkzeuggürtel muss hinterherjagen oder sogar das ganze Rucksack gelöscht wird. Also man könnte wirklich machen, dass alles weggeht, nur Werkzeuggürtel, nur der Rucksack. Also, da würde alles löschen. Da haben wir nichts. Fallen lassen, bei Verlassen des Spiels habe ich auch nichts. Das nehmen wir alles mit anscheinend. Kreativmodus bin ich nicht sicher. Ich muss jetzt nicht unbedingt, da geht es eigentlich darum, dass wenn du es hast, dass du dann keine Erfolge kriegst. Mir war es relativ egal. Ich muss sagen, ich würde ihn eigentlich gerne mitnehmen. Aus dem Grund, nicht weil ich jetzt den Kreativmodus nutzen will, sondern damit wir uns. Es gibt so Situationen, wo man halt wirklich viel muss craften, also Bergbausachen machen. Und da kann man wirklich mal stundenlang dran sein. Und dass es nicht ganz so langweilig wird zum Zuschauen oder wir so mega Filme offscreen nachholen. Überlege ich mir das reinzunehmen, muss jetzt noch mit Power abmachen. Einfach, dass wir zwar schon etwas schürfen, dass wir auch ein bisschen zeigen, aber dass wir vielleicht mal so einen Stapel Stein oder so uns kann zuschieben, also falls mal irgendetwas abverheilen soll, wo nicht vorhersehbar war, dass man es vielleicht kann retten oder so damit. Muss ich noch schauen. Dann Spieler töten, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie Schaden zufügen. Wir sehen nur zu zweit, also ist das auch nicht so schlecht. Fall des Gebiets, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das haft ist, dass das mit der Zeit verfällt. Ich hoffe, das stimmt so. Härtemodifikator von Gebietsschutzblöcken mit der Zeit verfällt, dass es nicht kaputt geht, hoffentlich. Und da haben wir noch eingestellt, dass wir einfach in größerer Range EP teilen vor den Kills. Dass falls mal einer noch am Bauen ist, einer unterwegs, beide ein bisschen noch von den Kills EP kriegen, auch wenn der andere beim Bauen glaube auch wird bekommen, das weiß ich nicht mal.
Ja, das war's mal so weit. Ich weiß es gar nicht. Charaktereditor. Also Charakter erstellen. Habe ich jetzt nie nicht geachtet. Kann man zwar sicher machen, weil er hat ja gestern auch, wo man es testen kann, einen anderen Charakter als ich. Und da beim Spiel beitreten hast du das am Anfang in den Charaktereditor. Jetzt muss ich gerade schauen, vielleicht habe ich irgendwie random jemanden, dann habe ich halt, ist es halt gerade so. Oder ich finde es noch irgendwann raus. Viel mache ich jetzt gerade nicht, weil wie gesagt, ich warte jetzt auf den Paui. Der sollte eigentlich, wie gesagt, es sollte nur noch ein Intro werden. Ich wollte jetzt auch noch kurz mal checken, ob da alles funktioniert. Dann muss man uns noch auch suchen auf der Map, wie ich so viele wie wir herausgefunden haben. Da mache ich jetzt oben rechts sieht man Tutorials, Herausforderungen, öffnet das Herausforderungen-Fenster. Also weil ich jetzt habe, wollte ich eigentlich gerade zurück, aber mache jetzt nicht. Da waren wir jetzt schon mal in der Welt. Da sieht man schon ein paar Gebäude. Ich habe mal die Map schnell aufgemacht. Die ist eigentlich relativ groß, so wie es aussieht. Aber zu dem alles später. Wie gesagt, ich habe jetzt nur ein kurzes Intro machen, wo ich ein zeige, was es hat, also was für Einstellungen hat und dass ich da euch schon mal begrüßt habe und erklärt habe. Wie gesagt, sonst, ich wollte jetzt noch schauen, wenn es jetzt Charaktereditor gibt, apropos Charaktereditor. Ich muss jetzt gerade tatsächlich, glaube ich, schnell drucken. Warte mal da. Ich bin eine gut gebaute Frau. Aha. Der Charakter habe ich irgendwie gestern auch schon gehabt. Falls ich das noch nicht noch ändern kann, ist das noch mein Charakter. Was soll es so sein? Ich wüsste jetzt echt nicht, wo ich das noch machen sollte. Hast jetzt nicht gesehen. Aber es ist ja auch gut aussehend. Mädchen. Also, in dem Fall, dann wollte ich gerade vorerst gar nicht viel mehr machen und zeigen. Das kann jetzt, wahrscheinlich kommt jetzt Paui den nächsten, geht es schon mal gerade los, aber damit schon mal das erste Intro draußen ist, habe ich jetzt gedacht, mache ich das gerade kurz und somit eigentlich auch schon fürs, also es geht, also wenn du live zuschaut, natürlich geht es jetzt gerade los, aber sonst für ein Video dann schon mal vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich schaut ihr auch die anderen Videos. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum wirklichen Video und ciao.